Goedemorgen. Vandaag is een schijne dag. En vandaag is ook een dag waar we als Christen, wie nogmaals, ik wordt gezegd, kan zijn dat we weten ons dan helemaal krak, wel we ons feiern op een stille vrijdag. En wissen wij, als ons dort schuld, de priest wat Jezus moest doen, voor ons, aber wir freuen uns dort, weil Jesus auf dem Kreuz gestorben ist, wir sind vergeben von unseren Sünden. Und so von der aus ein Tag, wo wir wollen taub kommen, das ist nicht Tag, wir wollen zurückdenken, wo Jesus gestorben ist für uns, aber wir wollen fairer Weg checken, wo wir können für am Leben. Und so von der haben wir in vollen Morgen, wir wollen von der auch Lothar, der Abendmahl, taub nehmen und taub haben. Und so wenn je wel een Abendmahl nehmen, von der mit uns taub, wenn je nachdem, da wir in Derschen, da wir für Abendmahl. So wenn je hier für die erste Mal sind, und je habt vielleicht eine Frau, wer kann Abendmahl nehmen mit uns von der? Irgendeiner, was Jesus Christus angenommen hat, ist Heiland und Herrn, und am Notfall jemand kann Abendmahl von der haben. So, wenn Jesus Eltern hier sind, mit jenen Kinder, und jene Kinder hat Jesus Christus angenommen, und sie Christen sind, wahrgeboren sind, so als Eltern, die können die Entscheidung merken, die Kinder das Abendmahl wollen, taub mit uns haben oder nicht. Aber ich will haben von dir, an uns sind da, wir reden von kein Covid. Wer ist denn dort mit dort? Wer wir von Jesus reden? Wer wir von Jesus in Tod, wer wir von Jesus in Abstunden von Tod reden? Und wer wir reden, wer wir in Jesus Christus sind. Dort ist meine Verlangen. Und dort ist was Ostern ist. Wir wollen uns nicht lassen, unsere Ostern wegstellen. So wir wollen anfangen mit dem Gebet und dann wollen wir die Sängergruppen abkriegen. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar von dir, für wer du bist. Wir sind dankbar, dass wir kein taub kommen. Und wenn wir taub kommen, dann, wir kommen mit Wasser, Städten in uns Leben, wo wir sind. Was von uns hat das letzte Werk sehr schön gegangen. Und für uns, das Werk ist schwer gewesen. Und ich bete für solche, die nicht gesund sind. Ich bete für solche, die allein sind. Ich bete für solche, die bedrückt sind. Ich bete für solche, die weiten nicht, wo sie stehen mit dir. Ich bete Gott von dir dort, wer einmal gekommen ist, in dieser Deutsche Andacht, dort die was uns der hart treisten mit dir wird. Dort wir dort weiten können, dass wir vergebens sind. Und wir dort weiten können, dort du uns der Rader und uns Herrn bist. Wir beten auch für die ganze Andacht. Wir beten dort die was in seinen Hand für uns. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Morris Joak, das ist so schön hier so von der Samaris zu sein und besonders von der unterdenken, was Jesus Christus hat mit Stärkung für uns sein und was dort getan hat für uns. Dass er uns durch dort hat, das ewige Leben versprechen. Und wir wollen leider singen, wo wir können anbeten, wo wir können loben. Und so ich freue mich, dass wir abstehen und weil wir uns heute hier so behandeln.
hast einig auf deinen Traum. Du bist der Schöpfer, du schenkst uns deinen Sinn. Für deine Schein hat der Sonne begrieblich grün. Deine Leute lag wie in uns Guter Gott, du hast die Klinge mehr, du stirbst für mich, und sagst so das vollbracht auf seinen Lohn, lohnst du dort ab die, und meine Sinn, hast mir rat, mach ja Guter Gott, du hast die Klinge gemerkt, du stirbst für mich, und sagst so das vollbracht auf seinen Lohn, lohnst du dort ab die, und meine Sinn, hast mir rat, mach ja und meine Sinn, hast mir rat, mach ja. Ich hoffe nicht, sei wenn ich muss durchgehen für dort, was wir sind, für die Tür, was wir haben. Und wir sind sehr dankbar für das. Wir wollen auf nächste Lied singen, Lut, der Schwache sein, ich sie stark. Hosanna, dort Lamm, was hoff müsste gequält worden in unserer Stadt. Lut de schwakke sein, ich sie stark. Lut de arme sein, ich sie recht. Lut de blinge sein, ich kon sein. Lut de haf gedun in mir. Lut de schwakke sein, ich sie stark. Lut de arme sein, ich sie recht. Lut de blinge sein, ich kon sein. Lut de haf gedun in mir. Hosanna, Hosanna, tog och lov vårt folk till kväll. Hosanna, Hosanna, Göjser störsten kvala av. En rifa vår är god. Dine synden korsen och van den himmels jordens raum. Van hans rara sine liv. Leibet wohnsak om en grund. Något sinnes torge års. Ek våra dons leida sig. Jesus haft mig fri med. Hosanna, Hosanna, tog och lov vårt folk ikväll. Hosanna,
Marius Allah. 2003, ruim 2003, wie een persoon geboren en die ze noemen als Jezus. Hij had niemals gezündigd. Die hadden voor 33 jaar voor ons een model gegeven hoe we kunnen leven. Hij ging om kruis en hij starf daar voor mij en voor die zonden. En daar ben ik dankbaar voor. Ik wil lezen van Lukas kapitel 22, vers 12 tot 20. Dan nog 23 kapitel, 26 vers 49. Verstoor mich met das Mic nicht ganz. Dichterbär. Lukas 22 van vers 12 zegt, dan wil ik u een grote bovenstoel met uitgepolsterde meubelen wezen en door meer dat eruit. En zij gingen aan en trafen dat alle kracht zo als hij gezegd had en zij merkten door eruit te oosteren. En als de stund kwam, zagen hij en zijn jünger zich omdacht. En hij zei te aan, ik heb op eerens een verlangen gehad met u, taub, dat oosterlam te eten, eer ik lijden moet. Dan ik zei u, ik word dat niet meer eten, wat dat in het Gottes Reich Werklichkeit geworden is. Dan nam hij dat koffel en dank dafür en zei, neem dat en duidt u dat aan. Dan ik zei u, ik word van de wijndruivenvrucht niet meer drinken, wat dat Gottes Reich komen wordt. En dan nam hij brood, dank dafür, en broek dat en gaf aan dat en zei, dit is mijn lief, dat voor u gegeven wordt, doet dit om mij te denken. Groot zo nam hij nu overkast ook dat koffel en zei, dit koffel is de nieuwe bund in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. En dan Lukas 23, tot 49. En als zij aan wegleiden kregen, zei Simon een man van Kyrene te houden, die van land kwam. Op den lezen zij dat kruis, dat hij Jezus dat hingeran draaien zal. En aan kwamen een grote schouw mensen hingeran en ook vrouwen, die hem bejammerden en hielden. Maar Jezus draaide zich van arm en zei te aan, jeder Richter van Jeruzalem hielt nicht über mich, aber hielt über jü selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sein wollen, gesehen sind, die Anfruchtbare, die nicht ein Kind unter Hort gedreht haben, in die Brüsten, die nie sind gesehen worden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sein, fold ab und snap, in die Humpels bedagt uns. Dann, wenn sie das Greinen halten, was wird dann passieren, wenn dort ist Drechers? Da wären auch noch 2 Verbrecher, die mit am Tod täglich gekreuzigt wurden. Und aus Zeit, wo die Schädel steht, wie kämen kreuzten sie am da. Und auch die 2 Verbrecher, einem an der rechten und einem an der linken Seite. Dann sagt Jesus, Vater, vergib an. Dann sie wollten nicht, was sie tun. Und sie tragen Laster, sich seine Kleider anzudeuten. Und die Menschen standen und kickten taub. Und sogar die
volkleider. Met de andere top drijven een spot even aan. En zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer hij Christus God zijn uiterwilde is, dan laat hij zich nu zelfs helpen. De soldaten drijven ook een spot met hem en komen en boden hem zuren wien aan. En zeiden, dan du de Judenkönig bist, wanneer du de Judenkönig bist, dan helpt hij zelfs. En even aan wie in Griechisch, Latinisch en Hebräisch geschreven, dit is de Judenkönig. Dan las er einer van de Mörder am Kreuz even aan en zei, wanneer du de Christus bist, dan helpt hij zelfs ook ons. Aber der andere beschwicht am en zei, verst du nicht einmal Gott? Dan du bist onder dezelfde verdammnis. En wie kriegen met recht den Lohn, den wir verdient haben. Aber des Mann hat nichts angeschickt getan. Dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich hineinkommst. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir in Paradies sein. Dort wir nu klok 12 middag, dan wordt het bad klok 3 namiddag over ganse welt diesta. En de zon verdunkelt in de Jordaan im tempel rijdt in de maat in einen. En Jezus schreef luid, Vader, ik beveel mijn jes in dine heen. En als hij dit gezegd had, stierf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofde hij God en zei, dit is waarhaftig een vrome man geweest. En als hij dat volk, dat door een raam stond, en toekijkt, zag wat er passiert, sloeg hij zich op haar borst en ging waar tree. Over al zijn bekenden en de vroeges, die van Galilea metgekomen waren, stonden wieder auf en kijkten toe. Zo weit. Ik gleich nog te beden. Vader im Himmel, ik dank dir für wer du bist. Ik dank dir, Herr Jesus, wat du gedaan hast für uns am Kreuz. Ik dank dir besonders, dass du dort hast betont, was wir uns verdient haben, dass wir nicht alle kennen, einen Platz im Himmel haben, durch den Glauben, was du uns gegeben hast. Ich bete in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön, Jake. Wenn wir denken an den Preis, was Jesus tun hat für uns, ich glaube, das ist schwer zu begreifen, wo ein Gott, der für alle Ewigkeit hat, möglich im Himmel gelebt, ruft heim und lebt manch uns, und an zu der Zeit, und ich glaube für diese Zeit auch, den strengsten, ersten Tod kriegen, was möglich ist. Und dort hat er alle für dich und für mich. Sie werden von dir sein, von dem Thema, was passiert, Gott seine Opfer in uns, wenn er uns raten wird, und was passiert, Gott sein, dass er von Tod abstündet in uns. Wir werden von Römer Kapitel 6, wir werden die ersten 14 Versen durchgehen. Und wir wollen diese Botschaft sozusagen in 2 Parts, wir wollen von der erste Part und dann der zweite Part am Sonntag und Ostern. Von der sind wir in Stellenfriedag. Wir wollen mit alle begreifen, was sagt Gott sein Wort, von wo Jesus sein Tod verbunden ist mit unserer Rettung. Und dann Sonntag, wo wir sein, wo ist dort, dass Jesus von Tod abstündet, was der dort in uns. Das ist interessant, wenn wir kommen als Christen und von der, weil wir nur diese Botschaft oben und top haben, dort ist ein Ding, was sehr wichtig ist für einen Christ. Wieder, die Taufe ist auch sehr wichtig für einen Christ. Ein Bild von diesen Symbol, das ist ein Beweis für uns, so dort wir können besser verstehen, was unsere Rettung in uns tut.
So, von der werden wir in Römer Kapitel 6, die ersten 14 Versen durchkommen. So, Paulus fängt hier an und er sagt, er fängt an mit einer Frau. Er sagt, was soll wir dann sein? Soll wir beim Sünden bleiben, dass der Gnade durch dich geraten wird? So, wir denken vielleicht so, warum fragt Paulus diese Frau und wo ist das verbunden mit der Taufe und auch mit unserer Radung? In Kapitel 5 redet Paulus von, und Posender trägt redet wie vom Kapitel 5, wo wir sind ja reich gemerkt, der Christus, der Gott seine Gnade. Das ist nicht wie wir dort verdienen tun, das ist nicht wie wir dort schaffen tun in uns selbst, das ist Gott, was uns geben wird, das ist ein Geschenk, willst wie glauben. Und dann kommt die Frau dann, willst wie ohne Gnade sein, kann wir dann so leben, dass wir wollen? Oder wird wir kann sein, kann wir leben, dass wir wollen? Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn er uns vergeben hat, kann wir dann so leben, dass wir wollen? Ich glaube, diese Frau ist eine Frau, die wir alle haben durchgedacht. Und vielleicht sind wir an einer Zeit, wo wir das Zweifel haben von dir. Wenn wir Jesus angenommen haben, kann wir dann so leben, dass wir wollen? Und ich finde das interessant. Ich würde sagen, nochmal, wenn wir das Neue Testament lesen, dann hört sich meist, dass Paulus ein Mennonit ist, wenn er so Dries ist. Hat das die Frau gestellt und dann, das ist seine Antwort. Ab keine Weise. Wir würden gerne sagen, sei er lang nicht. In keiner Weise soll wir so leben, als wir wollen. Kann wir trägende sind, wann wir Jesus angenommen haben. Und dann lehrt Paulus, warum. Und ich glaube, das ist, wo es wichtig ist, dass wir verstehen, was passiert in uns, wenn wir gerat wurden. Er sagt, wieder, wo sollen wir, die wir für den Sinn tot sind, durch wieder Bahnen leben. So Paulus sagt, wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben dort, was Jesus getan hat für uns, ab dem Kreuz angenommen durch Glauben, das passiert in der Radung in uns. Und was passiert dort? Wir sind gestorben zu unserer Sünde. Unsere Sünden sind nun tot. So wenn wir wieder leben in Sünde, dort ist ein Beweis von zwei Dingen vielleicht. Erstens, wir haben das nicht verstanden, was Jesus getan hat für uns. Und zweitens, wenn wir wieder in der Sünde leben, dann ist vielleicht ein Beweis, dass wir das nicht angenommen haben, dort, was Jesus getan hat für uns. Weil wenn Jesus auf dem Kreuz gestorben ist, dann wir unsere Sünden, die an ihm hängen, leiden. Unsere Sünden sterben mit Jesus Christus taub. Unsere Sünden sind tot, wenn wir Jesus angenommen haben. In Galater Kapitel 5, 24 sagt es das. Die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaften taub gekreuzigt. Wie das Mennoniten, wir haben nicht so die Katholiken haben. Die Katholiken, die haben in ihrer Heimat, in ihrer Kirchen, haben sie, was sie einen Kruzifix nennen. Das ist ein Beweis, wo Jesus auf dem Kreuz hängen tun. Und mir ist es einmal abgefallen, ich gehe und ich sage so, und ich sage dort einmal, du auf den Kreuz. Wir weiten, dass Jesus nicht mal auf dem Kreuz ist, aber du auf den Kreuz hängen meine Sünde. Und wenn du auf den Kreuz hängen deine Sünde. Und wenn du Jesus angenommen hast, an den Kreuz sterben deine Sünde. Sie erst denken, was wir annehmen dann, wenn wir Jesus annehmen dann, das Heiland. Wenn wir das annehmen dann, wenn wir das glauben dann, dass Jesus Christus hat uns vergeben, wir müssen das annehmen, dass Jesus hat unsere Sünden auch weggenommen. Das ist nicht mehr, dass Jesus uns vergeben hat und da uns mit unseren Sünden loten wird. Wenn wir vergeben sind unsere Sünden weggenommen, sind ewig sie gebracht, dass sie nicht mehr mit uns sind. Unsere Sünden sind tot gemerkt. Und dann wird er wieder in der dritten Vers, wird er uns noch ein Bild geben, wo das passieren wird. Er sagt in der dritten Vers, oder weet ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeibt sind, in sein Tod gedeibt wurden. So, er redet hier von Deiben, er redet von der Taufe hier. Was sollen wir das dann verstehen? Ist das die Taufe, was uns die Sünden vergeben wird?
Oder erst die Taufe wird ordnet. Er sagt hier, wir sind in Jesus Christus gedeiht. Was meint er mit das? Ich glaube, das wird gedeiht verstehen hier als wichtig. Und Paulus meint nicht hier, dass wir wollen geraten, willst wie gedeiht sind. Die Taufe deipen lassen als ein Beweis von dort, was auch passiert ist. So, das Wort hier wird gebraucht, gedeiht meint Baptismus, das wird in griechischer Sprache. Und was das Wort meinen, ist, dass unser Döcken sollten dort reinmerken. So, was Paulus hier sagen wird, und hier lernen wird, ist, wir sind in Jesus Christus gedöckt, und wir sind durch Jesus Christus im Blut reingewaschen. Und die wird in diesem Land leben, die würden das verstehen. Wenn sie würden Kleider in ordentliche Klee merken, die würden dort in das Tent nähen, so dass die anderen deit, wenn er rauskommen deit. So Paulus braucht hier ein Vorbild, wer in Jesus Christus gedeukt wird, gedeiht wird, der wird reingemerkt. Wir sind verjährt, weil Jesus Christus hat uns reingewaschen. Dort erst durch Gnade wird wir reingewaschen sein. Und dann willst wir gehorsam sein und wir wollen Jesus Christus dort beweisen, in der Welt dort beweisen, wo wir stehen mit Jesus Christus, nehmen wir die Taufe, dort wir andere wiesen können, was passiert ist in uns Hort. So sagt hier wieder in der 4. Vers, wir werden durch den Deipen mit am Taub und Tod begraft. Hier ist ein Denkwort, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen hier. Was do dieses Menschen begraven? Je weint nicht bloß dort, was tot ist. Wir do nicht sonst begraven, was lebendig ist. Wenn wir würden begraven wollen, wenn wir noch leben leiden, dort ist ein Mörder. So wir begraven bloß so eine Dinge, was tot sind. So unsere Sünden, die werden nach dem Kreuz tot gemerkt. Und die werden begraven mit Jesus Christus. Sie starben nach dem Kreuz. Dort wurde die sterben leiden. Und dann werden die begraven mit Jesus. Und die sind danach. Jesus Christus sagt in der Bibel, dass unsere Sünden sind weggenommen. Und in Micha Kapitel 7, 18 und 19 sagt dort, dass unsere Sünden sind in der tiefsten Port von dem Meer begraven. Und der tiefste Port von dem Meer, so sagt es, ich kann nicht verstehen, ist 13 Mil tief. Die sind tief begraven. Die sind weit auf. Und wenn Jesus unsere Sünden hat vergeben, unsere Sünden sind noch in das Grab. Jesus stand ab, aber er nimmt unsere Sünden nicht mit. Die sind noch in das Grab. In 2008, wir den auch in meine Früh und andere auch in Israel. Und wir besuchen uns, welche Städte, wo Jesus gedient hat. Und wir waren in einer Stadt, das nennt sich der Gardentum. Und das ist eine von den Städten, wo sie glauben, Jesus Macht haben begraben worden. Ich habe mir dort noch studiert und ich glaube, das ist, wo die große Kirche ist in Israel. Aber diese Stadt hat in Graf, dort ist eine Stadt, sei es aus den Städten, wo sie würden haben Jesus begraben. Sie haben dort so angereicht, dass der Kraxer Loten dort, dass Jesus in den Graf war, und der Stein ist weggerollt, und der Graf ist ladig. Und wenn ich dann ging, und ich sah, wo der Körper wird angelehnt, ich dachte mir selbst und ich dachte an diese Forschen. Die sind, die werden in den Graf begraben. Und die lagen dort. Die sind von der ganzen Welt, die werden in den Graf. Und wenn Jesus abstund von den Tod, die Sünden bleiben da. Die kommen nicht mit. So wenn wir dann leben in unseren Sünden, wir verstehen nicht, was Jesus getan hat für uns. Und hier, wir sind verbunden mit Jesus. Wir sind nicht dort, wir selbst gerecht worden. Dort ist Jesus Christus in Gerechtigkeit über uns ist. Dort ist nicht, dort unsere Sünden unterstand. Dort ist, wenn Jesus die wahrgenommen hat, dort wir rein sind. Und warum hat Jesus Christus unsere Sünden begraben? Der letzte Part von der 4. Vers sagt, dort so, als Christus durch den Vater seine Herrlichkeit kann, von dort abgewagt worden, wir können,
en een nieuw leven wandelen. We worden zondag meer van dit reden. So Jesus Christus heeft onze zin op een kruis met am Taub gekreuzigt, dort onze zinnen gestorben werden. Und wieder onze zinnen sind begraven en die sind noch in den Grab. En dan redt Paulus nog een klein beetje wieder, wo weet je dat onze zinnen wahrgenommen sind? In der ersten Vers sagt es das, wir weten dat uns alle Menschen mit am Taub gekreuzigt sind, so dat es mit unseren sinnlichen Körper in Engheit und wie die sind nicht mehr dienen. Wils wir gestorben als frei von sind frei von sind. So wenn wir diese Vers lesen, dann ich glaube, viele von uns, dann dort vielleicht nicht begreifen, was passiert an den Kreuz. Wir gehen nu in eine Zeit an, wo viele von uns wollen, die schmacke jede Blumen sein an uns Hof, nicht so? Wir reden von Dandelion. Und was von uns gleichen die Blumen vielleicht, aber meiste von uns, wir weten, dort ist ein Kreuz. Das ist nicht ein guter Plant. Und wo ist das mit vielen Kreuz? Wenn wir dort bis einmal aufschneiden, wir dann von boven sozusagen aufschneiden, dort das Karte ist, wir bringen die Plant klein mit unter Kontrolle. Und ich glaube, viele von uns, wir glauben dort, wenn Jesus auf dem Kreuz gestorben ist, dann werden wir jetzt das ein Kreuz von boven aufschneiden. Er hat uns vergeben, aber jedes Mal, wie wir da in den Sinn leben, macht Jesus weiter die Kreuz ein klein mit auftrimmen. Aber wo merkt einer, der Dandelion steht dort? Einer, der von unten die Wortel ganz uitgegraven, dort der ganze Kreuz steht, uitgegraven ist und weggeschmissen wird. Dort ist, was Jesus auf dem Kreuz steht. Da wir nicht bloß genug, dass Gott unsere Sünden vergeben hat, dort, was wir getan haben. Jesus nimmt unsere Sünden weg. Die ganze Natur, von wer wir sind, ist weggenommen, so dass wir nicht mehr Brücken in der Sinn leben. So das meint dann, dass wir sind frei von unserer Sünde. Er sagt, unsere alte Natur, wer wir sind, den alten Mensch, als mit Jesus Christus taub gekreuzigt. Dass wir nicht bloß den Preis, den ewigen Preis, die Schuld, was wir uns verdient haben, was starb auf dem Kreuz, dass wir unsere Sinn-Natur wird durchstorben leiden. Unsere alte Sinn-Natur wird dort gemerkt auf dem Kreuz, so dass wir frei sein von dort. Und das ist der Gott Notrecht von Stelle Freitag. Unsere Sinn-Natur ist dort gemerkt. Unsere Sinn-Natur ist als wahrgenommen. Und wir brauchen nicht mehr in den Sinn leben. Die Kraft, die der Sinn über uns hat, der ist dort gemerkt auf dem Kreuz. Wir sind nicht frei, um Entscheidungen merken, für Jesus zu leben. Weil der Sinn, der hängt nicht mehr über uns. Jesus Christus hat die wahrgenommen, er hat die begraben. Und er sagt nicht mehr mit uns. Und das ist durch, was Jesus Christus auf dem Kreuz steht, dass wir nicht frei sind, dann dort annehmen, was er an Ostern steht. Und wir wollen mehr von dort reden, am Sonntag. In Johannes Kapitel 8, 34, und an der 36. Vers sagt es das. Jesus sagte an, ich sei jüngte Wortheit, wer du sündig, als an den Sinn versklavt. Ein Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Der Sinn aber bleibt ewig. Da hört man, was er in 36 sagt. Du wegen, wenn der Sinn ihn frei merkt, sind je wirklich frei. Wenn je hier von dir sind und je fallen, je sind noch nicht frei von sind. Gott hat das so simpel gemerkt für uns, dass wir frei können sein von der Sinn. Nicht bloß der Strophe, was der Sinn kommen wird, aber die Kontrolle, die Kraft, was Sinn über uns hat. 2000 Jahre zurück starb Jesus Christus auf dem Kreuz, dass wir losgekauft sein von unseren Sinnen. Und die Bibel lehrt uns, dass wir im Glauben nur Jesus kommen und dort annehmen von ihm, was er getan hat für uns. Das ist sehr simpel.
Wir müssen bekennen, dass wir Sünder sind. Dann müssen wir bekennen, dass Jesus Christus erst gekommen zum Sterben für all die Sünden, was jede Person hat getan. Und der zweite Part ist, wir müssen dort annehmen, durch Glauben, dass wir dort annehmen, dass wir Jesus, was in uns steht, sterben wird. Und dann, wenn wir dort tun, wenn wir am Anrufen tun und dort annehmen tun, durch Gebet, die Bibel verspricht uns, dann sind wir seilig. Und dann, nur dort kommt der wahre Geburt von dort, wo wir mehr reden. So, wir werden von der Eva gehen nun eine Ofensmahlzeit. Ofenmahl ist für uns Christen, wir würden kann sein, der wichtigste Ding, was wir können tun. Dort ist ein Beweis für uns von zwei Dingen. Dort ist ein Beweis für uns von wann großen Preis Jesus tut für uns. Das Brot ist ein Beweis von wo sein Körper verbrannt wird für uns. Da wird viel gebrochen. Jesus wird durchgeschlagen. Jesus wird auf dem Kreuz gekreuzigt, dass wir in Tod wird sehr streng wie in sehr arg wir. Und dann der zweite Part, dort ist dort Wein drüben Juice. Und dort ist ein Beweis für uns, weil Jesus sein Innenblut abgeben hat, uitgeiten hat für uns, so dass Gott kann unsere Sünden vergeben. Die Bibel lehrt uns, dass ohne das Blut uitgegoten wird, erst keine Sündenvergebung. Durch was Jesus am Kreuz hat, können wir vergeben werden. So, wir wollen von dir ein kleines Zeit nehmen für Abendmahl. Und ich will von Matthäus Kapitel 26 lesen. Und wir wollen von Jenantheim, wo ich einen Stadt nehmen. Und ich will ein kleines bisschen reden, wo das schaffen wird. Wir wollen sein, der Boven erst in der Clear, dort erst der zu sein. Dort ist das erste Port, dort ist für das Brot, und dann der erste Port ist für das Grape Juice. So, wenn irgendeiner in seiner Stadt fehlen wird, bis die Hand abrechnen, dann wollen ein von den Asche sind einbringen. In Matthäus 26, der 26 Vers, aber 29 Vers sagt es das. Als zij eiten, neem Jesus dat brood, dank dafür en bruik dort en geef zijn Jünger dort en zeed. Neem en eet. Dit is mijn Körper. En hij neemt een kuffel wien, en als hij dafür gedankt had, geef hij en dort en zeed. Drinkt alle daarvan. Wils dit is mijn bloed en mijn nieuwen bund, dat voor velen vergoten wordt. Dat in aan kunnen de zin vergeeft worden. Ik zei junt, ik wil van deze wien niet meer drinken, maar aan jaren dag. En dan ik werde frisch met junt hoop en mijn vader zijn rijk drinken wil. So, Jesus lehrt uns hier, dass wir sollen taub, das Brot eten und das Wein trinken, so dass wir an am denken tun. Wenn wir von der Taubabendmahl nehmen, wir wollen nicht bloß denken an, wo Jesus unsere Sinnen hat vergeben. Wir wollen von der denken an, wo Jesus hat uns frei gemerkt von unseren Sinnen. Der Sinn ist nicht mal über uns. Wir sind nicht frei von der Sinn, so dass wir in der Kraft leben, was Gott uns gegeben hat. So werden wir auch Gott danken für die Kraft, die in uns ist. Da wir auch beten. Jesus Christus, wir kommen fertig von dir und wir sind dankbar für deine Opfer, die du am Kreuz gegeben hast für uns. Und nun, wenn wir denken an das Brot, das ist ein Symbol, für wo dein Körper wird gebrochen. Die Sündstrafe ist streng, wenn du heilig bist. Und du nimmst dort an die Salz, sodass wir frei sein können. Wir sagen Dank, Jesus. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. So werden wir dann taub, dort wo wir das Port aufmerken, und dann werden wir taub eten.
In irgendeiner Hauptfällen, der man der bovenste Pot opmerken, bis Hand abreken, dann worden die Ascher sind halten. Da wird taub eten. Dann wieder lehrt die Bibel uns, dass Jesus Christus sein Blut wird uitgegoten, sodass wir vrijgezet zijn für unsere Sünden. Und da werden wir das eingestellt aufmerken und werden wir taub trinken. Laten we naar hem beten. Jezus, wir wollen von dir die anbeten. Du bist Gott, wat wordt Mensch, zodat du kannst ein vollkommenes Leben leben, dat du kannst het Opfer sein für unsere Sünden, was wir können niemals sein. Durch was du getan hast auf dem Kreuz, haben wir frei gemerkt für unsere Sünden. Wir sagen Dank von dir. Wir beten auch, dass du uns sehnen in dieser Auszeit, dass wir können wieder für die leben. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Wir haben noch eine Part von der Schrift hier von Jake. Und das erste eine Schrift steht, was uns reinmerken wird für Austria. Und ich war nu abgelernt, um das zu lesen. Und dann nur dort, dann kann die Singergruppe abkommen für das letzte Lied. Ich war noch eine Schriftstelle lesen von Lukas, Kapitel 23, der 50. Vers, was ist der erste Satz, der 50. Da sagt er, es steht, nu wie Josef in Rotschar in Gouda, Abraham Mann Jerodoa, en had een Ehrenrot en handel nicht mit angewilligt. Hij weer van de jüdische stad Aramia, eine, die auch noch dort Gottes Recht lüht. Desmond ging op Pilatus en vroeg naar Jezus zijn lief. En hij nam den eraf en wikkelde een kartoon en leed den in een nieuw graf dat uit een steen uitgehaald werd. En nog niemals weer bijna gelegen had. Dort wir an den Tag aus seit dem Sabbat reitmühen. Und der Sabbat fängt an. Und der Frühs, der von Galiläa mitgekommen wären, kamen heran und besagen sich dort Graf und wo sein Lief angelegt ward. Dann gingen sie drei in Mücken, Kriederie und scheinriechende Eilreit, aber am Sabbat rüden sie so als dort Gesetz verlangt. So weit. Weil wir uns nach der letzten Lied singen, har die Nummern heb ik op, dit ook onder te denken, krijg wat Jesus am Kreuz zu tun hat. Scheint für die Erleisung.
Zij die niet zou eren. Dan schijnt dat die en mij leest. Dan schijnt verdienen erlei zo. Die kennis van Himmel hierop, weiß niet in mij, haar die haast om niets betont. Verbieden zijn van dat triets door de kracht, van dat kracht om Himmel naar, haar die noemen hebben klaar. Du känns van Himmel hierop, weiß niet in mij, haar die haast om niets betont. Verbieden zijn van dat triets door de kracht, van dat kracht om Himmel naar, haar die noemen hebben klaar. Haar die noemen hebben klaar. Waar we dan in vrijheid, waar we dan wils wie verjeef zijn, waar we van hier gaan met vrede. En wanneer we met orde vertalen deze weekend, waar we vertalen van wat Jezus gedaan heeft voor ons. Niet dat we pochen met onszelf, maar waar we met ons Jezus pochten. En wanneer je wil, waar we buiten, je bent ganz vrij buiten te vertalen en spazieren, waar we in orde opbouwen en geloven. En je bent dismissed.